Ja, ich möchte euch gerade am Anfang zeigen, was am Schluss von meiner Predigt ist und was eigentlich über die Predigt steht, auch wenn sie einen anderen Titel hat. Eigentlich am Schluss werden sehen, es geht um etwas. Kopf im Himmel, Bein und Arm auf der Erde. Das ist dort, wo wir hin gehen heute Morgen. Schön, dass ihr da sind, auch von meiner Seite. Für die mich nicht kennen und neu sind. Hoffentlich hat es Leute, die neu sind. Ich heiße Johannes Wirth und bin der Leiter der GVC Bewegung und freue mich sehr über die Gemeinde hier im Zürich Oberland. Sehr, 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 sehr. Ja, bei der Predigtvorbereitung habe ich mir überlegt, wie es echt wäre, wenn ich wüsste, dass meine letzten Tage und Stunden gekommen sind. Hast du das auch schon mal überlegt? Vielleicht sogar Leute von euch, die so krank sind und damit konfrontiert worden sind. Oder viele wie ich. Immer wieder im Leben hat es einen Moment gegeben. Ich habe mir jetzt vor meinem Computer bei der Vorbereitung vorgestellt, dass ich meine Frau, meine beiden Töchter, meine Schwiegersöhne und meine Enkel an mein Bett rufen. Dann auch noch meine engsten Freunde. Ich habe von ihnen Abschied nehmen, mir überlegt, was mir noch wichtig wäre beim Abschied nehmen. Was ich ihnen noch sagen würde. Ich habe ein paar Sachen, die mir auf dem Herz wären dafür. Zum Beispiel ihnen Danke sagen für so vieles, was sie mir gerne ins Leben nehmen. Oder mich entschuldigen für vieles, was ich versäumt habe, auch wenn ich das heute schon mache. Und dann, glaube ich, hätte ich noch ein paar Sachen zu sagen. Einfach so ein paar Sachen zu sagen. Und ich habe mir dann überlegt, ja, Johannes, du weißt ja gar nicht, ob du mal Gelegenheit hast dazu. Ich habe sie nicht. Also könntest du sie aufschreiben und dann mit dem Testament könntest du es wieder vornehmen. Und dann habe ich überlegt, es ist auch nicht so gut. Aber dann habe ich überlegt, ja, vielleicht könnte ich es ihnen jetzt sagen. Und ich bin dazu gekommen, dass beides nicht verhebt. Das Aufschreiben nicht und sie zu sagen. Denn erstens werden mir vermutlich in den letzten Stunden und Tagen anders wichtig sein als heute. Und zweitens hat es dann viel mehr Gewicht, als wenn ich im Moment einfach das so sagen würde. Es war ein besonderer Moment an meinem Computer zu. Und ich habe mir überlegt, was ich echt meiner geliebten GVC-Family, GVC-Bewegung würde sagen, wenn ich dann zum Schluss noch einmal die Gelegenheit hätte zum Predigen. Willkommen im 4. Teil von der Serie «Letzte Worte», der Abschiedsrede von Jesus. Wie welche Art und Weise haben auch die Freunde von Jesus zugelassen? Wie wichtig ist sie eigentlich, wo ihre Lehrer, ihre Wegbegleiter, ihre Freunde, ihre Rabbi so noch zum Schluss ausgeholt hat, ihnen ein paar Sachen gesagt hat, die ihnen total auf dem Herz sind. Wenn wir nämlich die Kapitel lesen, sind im Johannesevangelium 13 bis 17, dann sehen wir, es hat keine feste Struktur drin. Wie beim letzten Wort geht es nicht um Strukturen. Es geht nicht um A, B, C, D, E. Sondern es geht um das, was aus dem Herz rauskommt, noch zum Schluss, was ich noch zu sagen hätte. Wie wichtig ist uns das, was Jesus am Schluss noch zu sagen hat? Einige Sachen wiederholt Jesus. Zum Beispiel das von der Liebe. Immer wieder kommt es, wo es darum geht, Liebe unter uns Brüder und Schwestern, dann geht es darum, um die Liebe vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum Vater und unserer Liebe zum Sohn. Immer wieder kommt das. Eigentlich ist das Stärkste. Aber dann auch um den Heiligen Geist. Er redet nicht einmal über den Heiligen Geist und dann ist fertig, dann kommt der Rest. Sondern er redet über den Heiligen Geist, dann kommt etwas anderes, kommt wieder der Geist Gottes. Also es hat nicht einen festen Ablauf drin. Ich möchte euch ermutigen, mal, wenn möglich, die Kapitel 13 bis 17 das Evangelium 2-3 Mal durchzulesen. In unserem Early Bird Gebet, ihr habt auch so ein Mannengebet, das haben wir ja von euch gelernt. Und wir lernen von euch. Und dann hat mir ein Mann gesagt, weisst, statt jetzt Zeitung lesen, hocke ich am Morgen auf dem Topf und lese jetzt Johannes 13 bis 17. Da habe ich gesagt, wunderbar, das freut mich, aber also ist egal, wo ihr es leset. So, Jesus hat den Schluss unter dem Motto gemacht, was ich noch zu sagen hätte. Was mir noch total wichtig ist. Und so hat auch unsere Serie keinen chronologischen Ablauf. Und ich möchte euch den Überblick geben darüber.
Wir haben in 5 Schwerpunkte zusammengefasst. Der erste Teil war der Glanz der Liebe. Die eindringliche Aufforderung, Freunde von der Liebe unter uns, von dieser Einheit, die wir voran miteinander gesungen haben. Die Einheit, die enorm viel Demut braucht und immer wieder kommt. Heute Morgen einmal gezählt, ich bin nicht so recht zusammengekommen, ich glaube 7 Mal kommt von dieser Liebe vor. Dann der Teil 2, versprochen. Jesus verspricht seinen Nachfolgern gewisse Sachen. Dann der Teil 3, nie allein, die Tatsache vom Heiligen Geist. Der eben nicht nur einmal kommt, sondern 2-mal erklärt, weil das so wichtig ist, Jesus, dass er uns nicht allein zurücklässt. Dann heute Teil 4, erschreckt nicht. Und dann Teil 5, nächsten Sonntag, das Abschiedsgebet. Am nächsten Sonntag heben wir das Ohr einmal ganz nah an bei Jesus. Tönt euch vorbereiten darauf. Einfach wirklich das letzte volle Gebet, bevor er dann um seinen Tod ringt, von dem Jesus. Was hat er noch mit dem Vater zu besprechen? So gut ist das überliefert. Heute also fangen wir an mit Teil 4. Erschreckt nicht. Das Kapitel 14 im Johannesevangelium fängt an mit Vers 1 bis 3 und wir lesen es miteinander ab dem Screen vorne. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Euer Herz erschrecke nicht, fängt er an. Oder eine andere Übersetzung sagt, lasst euch durch nichts im Glauben erschüttern. Und eben, weil es nicht so eine Reihenfolge hat, dort Jesus später, so 1,5 Kapitel später, 2,5 Kapitel später nochmal da doppeln und braucht andere Worte. Er sagt dann, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder er sagt, in einer anderen Übersetzung heißt es, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Jesus weiß es und er sagt ganz offen, dass es vieles wird geben, wo uns, seine Nachfolger, wird erschrecken, wird bedrängen und wird ängstigen. Und unser Glaube kann erschüttern, in unserem Leben hier auf dieser Erde. Gott sei Dank gibt es sehr viele schöne, herrliche Momente in unserem Leben. Und die setzen wir über alles und die geniessen wir total und für die sind wir dankbar. Für das können wir, ich gehe mit meiner Frau in die Kirche, wenn sie offen hat und dann singen wir das grosse Gott, wir loben dich. Ich weiss, an dem Tag, wo wir in Alpkirche waren, mit den Enkeln angefangen zu singen und die Enkel haben sich brutal geschämt. Weil andere in der Tür gelesen haben, wo wir rausgekommen sind, haben die gesagt, danke vielmals. Und dann sind meine Enkel wieder stolz gewesen. Yes! So schnell geht's. Also, es gibt viele schöne Momente. Aber dann gibt es eben auch andere Momente und andere Phasen, die zum Lebenspaket dazugehören. Und Jesus malt seinen Nachfolger und uns zum Schluss kein kitschiges Bild vor Augen. Verstehen wir das? Er macht nicht so, wie wenn es das Evangelium ein 10-Punkte-Plan zum Happy Plus Life wäre. Einfach nicht. Und manchmal frage ich mich, ob wir das Evangelium so verkaufen. Du musst den Jesus annehmen und alles geht viel besser im Leben. Und du bist immer glücklich. Stimmt doch gar nicht. Manchmal frage ich mich, ob wir selber den Gedanken vom Evangelium haben und darum, wenn harte Zeiten kommen, schwierige Zeiten im Leben, wie auch immer, wir plötzlich mit dem Glauben nicht mehr viel am Hut haben. Jesus sagt ja, euer Glaube kann erschüttert werden. Lasst euer Glauben nicht erschüttern, wenn es schwierig wird im Leben. Ich möchte dich fragen, zuerst einmal, was dich erschreckt, was dich bedrängt, was dein Glaube, was Potenzial hat, dein Glauben zu erschrecken oder zu erschüttern. Vor was hast du Angst? Mit meiner Frau auch 3 Wochen in Griechenland gewesen, und das ist die strengste Zeit, die wir haben im Jahr. Und wir haben sehr viele Gespräche gehabt, ich habe viel predigt. Und in dem Griechenland, wo über 4 Wochen über 1000 Leute dabei sind, verteilt, sind wir so wie der Abfallkübel.
Die Leute kommen, meistens aus kleineren Gemeinden auch. Irgendwie sind sie weg von die in den Ferien und es kommt alles so rauf. So Sachen, die sie verbockt haben, andere verbockt haben. Sehr viel Zerbrochenheit. Sind wir doch ganz ehrlich. Sehr viel Zerbrochenheit, auch uns Christen. Und wir selber zerbrochen haben und andere zerbrochen haben. 2 Familien. Die eine Frau mit dem neuen Mann und der andere Mann, wo sie vorher hatte, mit einer neuen Frau in der gleichen Ferien. Mit den Kindern. Verstehen, da ist so viel Zerbrochenheit. Und uns ist vorgekommen, wenn der Kübel jeweils gelehrt wird über uns, wenn die Menschen sogar ermutigen, den Kübel zu lehren. Nebst vielem, was uns bedrängen und ängstigen, oder? Rückt dann aber Jesus vor allem etwas im Mittelpunkt von dem vielen. Das, wo die ersten Jünger, aber seit 2000 Jahren Menschen auch erleben. Johannes 15, 18 sagt er, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Oha, auch kein Schocki. Es ist die Ablehnung, ja gar der Hass, wo Jesus, der Jesus-Nachfolger, vor Augen stellt. Damit sie nicht überrascht werden, wenn es kommt. Er sagt, wie er Ablehnung erfahren hat. Jesus hat Ablehnung erfahren mit Eifersucht vor allem. Dann mit Ablehnung aus der Eifersucht. Mit Verleumdung, Verurteilung, Folter und Tod. So ist es, sagt Jesus. Wenn ihr in meinen Fußstapfen seid, dann wird euch so Sachen begegnen. Die ersten Jesus-Nachfolger haben zwar zuerst einen Haufen Gunst gehabt bei den Menschen, aber dann hat es gekehrt. Auch in Eifersucht. Und sie haben dann das ganze Programm erlebt. Von mildtätigem Lächeln über Ablehnung, über Hass, über Verfolgung, über Märtyrium. Zum Beispiel der Stephanus. Wie oft haben Millionen von Christen in den letzten 2000 Jahren die Ablehnung in allen Schattierungen müssen erleben. Und heute, auch heute sagt man, dass weltweit am meisten Christen, es gibt auch viel mehr, am meisten Christen denn je, irgendwie von dieser Ablehnung bis hin zum Hass auch konfrontiert sind damit. Ich habe ein Buch gelesen, gestern fertig, die 21, eine Reise ins Land der koptischen Märtyrer. Die koptische Kirche in Ägypten sagt, zählt die Jahre nicht wie wir vom Jahr 0 und wie die römisch-katholische Kirche und die westliche Welt. Sie zählen die Jahre von der grossen ersten Verfolgung unter römischen Kaiser. Und sie sagen, wir sind eine Verfolgungskirche. Und im 15. Februar 2015 sind 21 Kopten, ärmste, einfachste Wanderarbeiter in Syrien vom IS hingerichtet worden am Strand, alle miteinander mit dem Messer enthauptet. Und das Video ist ins Netz gestellt worden, von IS sorgfältig chorestriert. Sorgfältig, auf Farbe, auf alles, Ablauf, auf die Synchronisation, auf alles geschaut. Und sie haben damit gedacht, sie können die Kopten fertig machen. Und es ist genau das Umgekehrte passiert. Der Glaube ist nochmal gestiegen in den Kopten. Die Kopten sagen, wir sind eine Kirche, die seit über 1500 Jahren immer wieder Verfolgung erlebt hat. Das, was Jesus gesagt hat. Und wie sehr hat das, wo Jesus sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat, wie sehr tröstet das die Kopten immer wieder. Und wir in der Schweiz, wie sehr wundern wir und ärgern wir uns, wenn über eine von unseren Partnerkirchen, ICF, im Blick oder so, schlechte Sachen stehen, die dann nicht einmal stimmen. Ja, ich kenne die Leute, das sind Freunde von mir. Oder? Und ich weiß, was stimmt und was nicht. Oder? Dann ärgern wir uns so. Aber hat Jesus nicht auch gesagt, dass wir nicht damit rechnen könnten, dass uns alle gut finden?
Und dann, bisher hat sich doch der Hass am Marsch fürs Leben manifestiert. Ich habe das Foto mitgebracht. Es ist noch ein ganz liebes Foto. Der Polizist lächelt richtig. Wie sehr, wer die Bilder gesehen hat, wie sehr hat sich der Hass gegen Christen manifestiert. Dabei ist es gegen die Abtreibung von Trisomie 21 hingegangen, wo 95% abgetrieben werden. Und dann, wenn man die Kommentarspalten angeschaut hat, in den Social Medias oder im SRF und in anderen Watson und weiss ich wo überall, dann hat man gesehen, dass einige für Christen waren, aber viel mehr ist uns Hass entgegengekommen. Und es ist ein Slogan herausgegeben worden, kauft nicht bei Lederach. Und diesen Slogan kennen wir auch von irgendwoher. Hat zwar seine Zeit nicht Lederach geheissen. Jürg Lederach, der in dem Organisationskomitee innen ist, der vor dem Demo einen Buttersäureanschlag erlebt hat und nach der Demo in einem anderen Laden einen Buttersäureanschlag erlebt hat, dass es gestunken hat, man nicht mehr kaufen konnte, im ganzen Einkaufszentrum. Boykottaufruf. Da haben wir etwas gesehen, haben wir offene Augen gehabt von dem Hass, der kann uns entgegenschlagen. Und die Frage ist, was wir machen, ob wir Angst haben. Und Jesus sagt, habt keine Angst. Ich bin mit euch. Das Video von diesen 21 Kopten, dieser Art und Weise, wie sie dort runtergeknündelt worden sind, an dem Strand, ihre Gesichtsausdrücke, hat nicht Angst ausgedrückt, sondern sie haben das ausgedrückt, was Stephanus auch gesehen hat. Der gesagt hat bei der Steinigung, ich sehe den Himmel offen und den Sohn Gottes zur Rechten des Vaters sitzen, oder? Die Frage ist, gehen wir auf die Tauchstation, wenn es mal darum geht, zu etwas zu stehen, wo wir von der Bibel her so und so sehen? Oder stehen wir zu dem, was die biblischen Werte sind? Getrauen wir uns noch dazu? Oder sind wir wie die Murmeli in den Bergen oben, ein paar von uns in den Bergen gewesen. Wenn ein Murmeli pfeift, viel gefährlich, säckelt alles Loch hier. Das wäre ein Murmeli-Christentum. Müssen ihr nicht so wie teilweise so blöde Leserbriefe von super frommen gekommen sind, die dann noch, also wow, das meine ich nicht. Aber doch darum, in einer cleveren, guten Art und Weise, zu dem stehen, was wir glauben, auch wenn es nicht Mainstream ist, Freunde. Aber gehen wir zurück zu diesen Worten von Jesus. Euer Herz erschrecke nicht und in der Welt habt ihr Angst. Wir schauen den ersten Text nochmal an, unter dem Titel Himmlische Aussichten inmitten von Schwierigkeiten. Jesus sagt nicht nur, habt keine Angst, sondern argumentiert, warum. Kannst du eins weitermachen, bisschen gut. Wir sind aber zurück bei dem ersten Text. Euer Herz erschrecke nicht. Und jetzt kommt warum. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Also ihr sagt, euer Herz soll nicht erschrecken. Euer Glaube soll durch nichts erschüttert werden, denn in meinem Vaterhaus sind viele Wohnungen. Und Jesus nimmt eben den Blick weg von dem da unten, was passieren kann, und nimmt ihn nur in den Himmel auf. Und sagt, hebt eure Grinde, eure Köpfe in den Himmel auf. Es gibt mehr nach dem Leben. Es gibt eine gewaltige Herrlichkeit. In meinem Haus von meinem Vater hat es viele Wohnungen. Und wenn ich da in 1. Petrus schaue, leise ab Vers 3b. Wir sind von Neuem geboren, haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Das Erbe, wo makellos ist, wo nie seinen Wert wird verlieren, sagt er, hebt eure Köpfe in den Himmel auf. Hebt es nicht in den Dreck hier. Es gibt Menschen, die haben den Kopf, Christen, im Dreck und zappeln mit den Beinen und den Armen, weil sie keine Hoffnung haben. Aber Jesus nimmt die Hoffnung im Mittelpunkt. Wie sehr viele Briefe die Hoffnung im Mittelpunkt nehmen. Die Hoffnung, die die ersten Christen so real hatten, weil sie so viel Widerstand sich gegenüber gesehen haben und gesagt, hebt eure Köpfe in den Himmel. Es gibt noch mehr. Das Beste kommt noch. Es ist nicht vorbei nach dem Leben. Und das gibt euch Kraft.
Und der zweite Vers, den wir am Anfang hatten: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, ihr weißt, dass ihr Angst habt in der Welt. Aber ich habe die Welt überwunden. Ich habe sie überwunden. Am Kreuz habe ich sie überwunden und ich bin jetzt beim Vater, gehe ich zum Vater nachher. Ich habe sie überwunden, die Welt. Und weil ich überwunden habe, in meinem Namen, könnt auch ihr überwinden. Und zwar nicht knapp, sondern bei weitem. Es ist sehr, sehr spannend, wenn man die Märtyrgeschichte liest, dass man sieht, dass es nie um ein absolut knappes Überleben geht, sondern das Überwinden im Sieg. Aber in dem Sieg von Jesus, in dem Trost, in dieser Aussicht, das Beste kommt noch, können auch wir andere Schwierigkeiten und Nöte überwinden. Verleumdungen von lieben Freunden, vielleicht von Ehepartnern, Ablehnungen, Zerbrochenheit, Nöte am Arbeitsplatz, sofern wir sie nicht selber verschuldet haben. Jesus sagt sogar in der Bergpredigt, wenn die Menschen euch verleugnen, sie Unrecht über euch reden, wenn sie dann Recht haben, also wenn sie Unrecht haben, nicht wenn sie Recht haben, weil du daneben bist, aber wenn sie über euch negativ reden und dabei Unrecht haben, dann hüpft wie die Mastkälber. Wer von euch hat schon mal gesehen, dass ein Mastkälber im Frühling auf die Weide geht? Ich schon, ich habe Bauer gelernt, mindestens 9 Monate, bevor ich geschrieben habe, «Je suis parti». Verstehen Sie, die säckeln dann auf dieser Weide rum, oder? Aber von dem sind wir Weile weit entfernt, ich weiss es. Aber Freunde, in dieser Schwierigkeit sagt uns Jesus, wir können weit überwinden. Er sagt, sind getrost. Es gibt noch mehr. Die Frage ist natürlich einfach, glauben wir das? Der Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, so werden auch wir nicht auferstehen. Dann sind wir die elendesten Menschen. Wir nützt unser Glauben ein Kabis, ein Dreck. Nichts, nada nichts, oder? Aber wenn es die gibt, die Ewigkeit, Freunde, dann gibt es einfach viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Der letzte Titel heisst «Durchheben und schnellstmöglich ab in den Himmel». Nein, sagt Jesus in Abschiedsrede. Warum beamt er dann seine Bodentruppen nicht einfach weg? Wutsch! Rette sich, wer kann. Er sagt es klar, Jesus, auch in seiner Abschiedsrede. Du und ich, wenn wir zu ihm gehören, wir haben noch einen Auftrag auf dieser Erde. Wir haben noch einen Job. Und darum beamt er uns nicht einfach weg. In seinem Abschiedsgebet sagt er, ich bitte dich nicht, Vater, dass du sie wegnimmst, aber ich bitte, dass du sie stärkst in ihrem Leben. Zwar hat dies und mein Leben auf dieser Erde hat noch einen Auftrag, hat noch Sinn, hat noch Berufung. Die Berufung drückt Jesus so aus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen, Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Ich bin ein bisschen komischer. Wisst ihr warum? Ich freue mich auf die Ewigkeit. Ich wäre gern beraten und ich habe meiner Frau das gesagt, meinen Töchtern das gesagt, gerade letztens wieder. Ich wäre mega gern, ich will gehen. Ich weiss, was mich erwartet. Ich will gern gehen. Und das sage ich nicht erst, weil ich 64 bin und langsam ein bisschen alt bin, oder? Für die Jungen unter euch. Das sage ich, seit ich 22,5 bin. Meine Töchter öfter gesagt, hör mal auf, Papi. Dann sage ich, meine Tochter ist heute nicht da, darum darf ich das sagen. Nein, hör mal auf, Papi. Also meine Frau, du wirst jetzt zurück und sagen, ja, das weisst, da habe ich auch eine Aufgabe. Aber ich weiss, was mich erwartet. Aber wenn ihr das nicht mehr wisst, dann müssen wir jetzt alles rauspressen und alles raussaugen, was es noch gibt. Aber ich bin gerne noch da. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die eine Todessehnsucht haben. Verstehen Sie? Das hat keinen Platz in unserem Glauben. Beides hat keinen Platz. Einfach den Kopf nur da unten haben, sondern wir müssen den Kopf da oben haben.
in dieser Gewissheit, in dieser Erwartung. Aber da werden wir noch gebraucht mit deinen Händen und deinen Füßen. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt, dass du dazu bestimmt bist, hinzugehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Ich bin da, um Frucht zu bringen, die bleibend ist. Jesus möchte, dass aus deinem und meinem Leben etwas Bleibendes wächst. Und welcher Mensch möchte das nicht auch? Wie viele Menschen machen unmögliche Dinge, um sich irgendwie ein Denkmal zu verdienen, mindestens in den Herzen von denen, die sie lieb haben oder weiss ich was. Jesus sagt aber da, jedes von uns. Und jetzt möchte ich dich ein bisschen entlasten. Jesus sagt nicht, der tolle, mega Haifisch Hecht von euch. Nicht der Oberbegabte. Nicht der Auserlesenste von euch. Sondern Jesus sagt es zu allen seinen Nachfolgern, dort seiner Zeit und denen, die diesen Jüngern nachfolgen. Also auch zu uns. Er sagt das überforderten Müttern und Vätern. Er sagt das zu erfolgreichen Geschäftsleuten, aber auch zu Menschen, die ohne Stelle sind. Er sagt das zu Jungen und Dynamischen und er sagt das zu Menschen mit Depressionen und Eltern. Das ist auch nicht unser Bemühen, wahnsinnig darum, jetzt da irgendetwas vollbringen, sondern Jesus sagt, ich habe euch gerufen. Ich will durch euch durch Frucht bringen, die bleibt. Das Fruchtbringen ist nicht abhängig von äußeren oder inneren Umständen. Verstehen wir das? Es ist auch nicht abhängig von dem, ob ihr jetzt eine dritte Quellenhof stiftet oder eine zweite gründet oder weiss ich was macht. Manchmal sagen mir die Leute, du musst einmal sehr nahe beim Thron stehen können. Und ich frage sie mit grossen Augen an, warum, auch wenn ich schon weiss, was kommt. Sie sagen, ja, weil du so predigst und so viel für Gott tust. Ich sage, hören wir doch auf mit diesen Wertmaßstäben. Das sind alle unsere elenden Wertmaßstäbe. Glauben wir das? Wie Vollzeiter und nicht Vollzeiter. Das sind alle Vollzeiter. Das sind doch die falschen Wertmaßstäbe. Im Himmel gelten doch andere Wertmaßstäbe. Gott misst doch mit anderen Wertmaßstäben. Aber er sagt, ich will, dass aus allen euren Leben Frucht bringt, die bleibt. Ob das sagt durch schwache einzelne Gebete, die plötzlich so viel bewegen. Ich weiss nicht, wie viele Menschen für unsere Stiftung beten. Und wir brauchen es wirklich in diesen Zeit und Tagen darum ringen, wie viel das schlussendlich in der ganzen Vision, und ich kann in meinem Leben Menschen stehen, die beten. Vielleicht nicht wie die Weltmeister, 2 Stunden jede Nacht. Ich weiss nicht, wie viel, ich weiss es, wie viel meine Mutter gebetet hat für mich, oder? Und sonst sie nicht viel gemacht im Leben. Versteht ihr? Es geht nicht um das, um die Leistung. Es geht um so ein Bewusstsein, unser Leben hat Wert. Wir können Frucht bringen, die bleibt. An dem Ort, wo uns Jesus ausgesät hat. An dem Ort, wo wir stehen und sind, auch wenn er manchmal schwierig ist. Und wir machen einen Unterschied, wenn wir den Heiligen Geist in uns hinein haben. Punkt. Das kann auf ganz verschiedene Art und Weise passieren. Jetzt komme ich zum Schluss. Was heisst das alles? Jetzt hat der Pianist vorgekommen. Ich habe ihm gesagt, ich kann dann vorkommen, wenn ich über Kopf im Himmel und das rede, aber ich habe die ganze Zeit über das geredet. Da war ich verwirrt. Wir packen das noch zusammen, oder? Jesus sagt, habt keine Angst. Verzweifelt nicht. Egal, ob es im Moment die Schwierigkeiten sind im alltäglichen Leben oder Ablehnung wegen unserem Glauben. Es gibt eine Herrlichkeit, eine gewaltige Zukunft. Und das gibt uns Kraft. Unsere Hände, Arme und Füße da ganz auf dieser Erde zu sein. Nicht halb Entrückte. Nicht die, die Oktav höher sein müssen, wenn sie beten. Ganz geerdet, ganz büdelt. Aber Freunde, wenn du zu diesen Menschen gehörst, die den Grind im Dreck haben, weil du nur noch die Nöte siehst und mit den Händen und den Füßen irgendwo in der Luft rumzappelst, da umeinander, oder?
Ist nicht gut. Dann bitte ich dich, komm zu uns ins Gebet. Bitte dich auch, fang an, all das lesen, was über den Himmel steht. Ich habe in Griechenland 2 Abendvorträge über den Himmel gehalten. Das sind die am meisten Resonanz ausgelöst haben. Weil wir sind heute in einer Zeit, wo wir so schon verbunden sind. So, now is the time. Jetzt, wenn wir alles raussuchen aus dem Leben, ist nicht wahr. Es sind Schwierigkeiten in deinem und meinem Leben. Ich habe auch ein paar Schwierigkeiten. Ich habe auch ein paar Nöte in meiner Verwandtschaft. Verstehst du? Manchmal könnten wir die jetzt zum Schreien bringen, oder? Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet, die können und mögen. Jesus, in deiner Abschiedsrede erzählst du kein Schock-Evangelium. Du machst uns nichts vor. Gott, das Wort noch in den Sinn, im Hebräerbrief, was heißt, wir haben nicht einen hohen Priester, der uns nicht verstehen könnte. Denn er hat alles durchgemacht, auf dieser Erde wie wir auch. Jesus, du bist der versteht, der mitfühlen kann. Ich danke dir, Jesus. Ich liebe dich so. Ich liebe dich nicht, weil du mir alle Widerstände aus dem Weg geräumt hast in meinem Leben. Nein, hast du nicht. Aber ich habe erlebt, wie diese Widerstände den Glauben trägt. Und ich sage heute mit einem Petrus, wo sollte ich denn hingehen? Du bist der einzige Wort vom ewigen Leben hat. Und du lädst uns heute ein, vor deinen Thron zu kommen, mutig. Mutig, mutig, mutig. Ich liebe dich, Jesus. Und zusammen beten wir jetzt gerade für die Menschen auf dieser Welt, die in der Verfolgung stehen. Teilweise buddhistische Länder, die hinduistischen Länder ganz besonders wieder noch vermehrt und stärker, aber auch islamische Länder. Wir wollen sie segnen und ihnen zurufen, euer Herz erschrecke nicht. Und egal, ob die Wahlen so rauskommen, wie wir wollen oder nicht heute. Schlussendlich schauen wir zu dir auf. Egal, wie das Durcheinander in dieser Welt ist, wir schauen zu dir auf. Wir sind Menschen, die eine Hoffnung haben. Und Menschen, die einen Ausblick haben. Danke viel, viel mal. Amen.